Na, du bringst das und ich schmeiß beim Fenster raus. Sag mal, was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du dir so aufführen kannst? Das ist ja eine Selbstverständlichkeit, dass der Mo das Geld heimbringt. Da ist nichts Außergewöhnliches. Muss die anderen auch machen und nicht so weit das Mai aufreißen. Wir sind doch da nicht deine Hausdeppen. Geh doch in deine Firma und schrei die zusammen, die wo für deinen Zustand verantwortlich sind. Ich hab da nichts getan und deine Tochter erst recht nicht. Schau doch der Wahrheit einmal ins Gesicht und kriech ihr nicht in den Arsch. Feig bist, weißt weißt, dass du nicht wehren kannst. Und jetzt soll mir herhalten. Ha! Aber aus dem Schuh wird andersrum einer. Schau, dass du Geld heimbringst. Hast ja so schön wie gesagt, wer arbeiten will, der findet auch was. Ja, dann tu jetzt deine Pflicht und Schuldigkeit, die du deiner Familie gegenüber hast. Woanders, wo es keine Sehnerlebtfein sind wie du, da verliert der Mo kein Wort über die Sorgen. Die hält er von der Familie fern, weil er weiß, dass das Männersache ist. Wie er das herbringt, das ist wurscht, aber er bringt's her und tut nicht seine Kinder zusammenschreien, weil er zweig ist, dass er am richtigen Ort das Mai aufmacht. Oder einfach einmal die Tatsachen ins Auge schaut und neue Ufer erkundet. Dass du was heimbringst, deswegen nirgelt man sich nicht hin vor dir. Das ist üblicherweise eine Selbstverständlichkeit und man redet nicht drüber. In Familien, wo der Mo das Herz am rechten Fleck hat und durch dick und dünn geht, für die Seinen, die wo er in die Welt gesetzt hat. Du bist doch zu feig, dass du schnaufst. Aber dein Kind zusammenschreien, das kannst. Ja, das ist auch eine Kunst. Gegen dein eigenes Fleisch und Blut einen Stachel zücken. Voll Teufel! Wen hab ich da geheiratet? Ein Mo nicht, sondern eher ein Weib, das wo sie als Mo verkleidet.